Hallo Leute, hier ist Game Cinema. Heute zeige ich euch die Waffe GNG90. Die GNG90 ist eine türkische Waffe, ein Scharfschützengewehr mit einer Gesamtlänge von 1 Meter und 16 Zentimeter. Das Gewicht beläuft sich auf 6,4 Kilogramm. Die Waffe verschießt das Kaliber 7,62 x 51 Millimeter NATO-Munition, Magazingröße 10 plus ein Schuss im Lauf, Feuerart Einzelschuss, Zielart Iron Sight, also das normale, ohne Aufsatz, dann 12-fach, also ballistisch, 7-fach das normale, was man am Anfang der Waffe hat, 4-fach, also ACG und 3,4 Holosight. Die Waffe wird freigeschalten nach Abschluss der Aufträge Teamplayer, die im Close Quarters DLC dazukommen. Teamplayer schaltet man die M417 frei, halbautomatische Waffe, auf die bei Wunsch in einem nächsten Video kommen werde. Freischaltet man die M417 und nach dem GNG90 als erstes braucht man den Teamplayer 10 TGU-GS, also das kleine Radar Assists, 10 Stück, und man muss 20 Flaggen erobern, egal wie. Dann erhält man die M417. Danach schaltet man den Auftrag Bullet Point frei. Um dann die GNG90 freizuschalten, muss man 50 Kills mit einem Sniper Rifle machen. Das macht am besten mit der M417, weil es ein guter Sniper ist und mit der richtig rushen kann. Dann muss man 3 Runden auf Conquest Domination gewinnen. Also nicht Vorherrschaft, doch, egal. Das Modus, der kommt im Close Quarters dazu, das ist auf den kleinen Maps, die dazukommen. Und ja, meine Eindrücke zu der Waffe sind, sie ist eine sehr gute Waffe, man muss halt oben auf den Oberkörper zielen, weil die halt nicht so großen Schaden hat. Die Kill-Multiplikator, also die Hit-Multiplikator werde ich jetzt nicht durchnehmen, weil ich die nicht sehr hilfreich finde, wenn man mit der Waffe spielt. Meine Erfahrungen mit dem Spiel mit der Waffe sind vor allem, dass die Waffe mit dem Zweibein, ohne das Zweibein, im Zielfernrohr sein eine sehr große Atemverzögerung hat und ohne das eben viel besser ist, wenn man dann keine mehr hat. Als des Weiteren benutze ich, wenn ich sie mit dem Iron Sight, zum Beispiel mit dem Netmatch benutze und mit der Rush, was ich manchmal tue im Video, das jetzt hinten dran läuft, nicht, benutze ich den Laser Pointer, der einfach aus der Firing from the Hip, also aus der Hüfte schießen, mehr Präzision gibt, und meistens auch das 12-fach Visier, weil ich das 7-fach Visier nicht so bevorzuge, weil es mir einfach zu voll ist mit diesen ganzen Pfeilen. Also deswegen das ballistische, also das 12-fache, weil es einfach sehr interessant ist, das Ganze zum Beispiel auf den kleinen Maps, zum Beispiel jetzt im Hintergrund Team Damage auf Nosha-Kanäle, und dann mit dem dort hinten ist, ich weiß, ein bisschen Movie zu campen, aber mit dem Sniper tut man einfach campen, oder man benutzt mit einem Holo oder so, mit einem 3,4-fachen Zoom, aber man kann nicht mit einem 12-fachen oder 7-fachen mitten rein rushen, weil auch die GNG90 auf den Oberkörper den meisten Schaden dafür auswählt, aber so ist nicht wirklich einen großen Schaden hat. Ja, die GNG90 ist auch noch sehr gut, weil sie, wenn sie ein Iron Sight hat, wenn man sie im Iron Sight benutzt, ein sehr gutes Iron Sight hat, mit dem man auch sehr viel Chancen hat, damit Kills zu machen. Und ja, das war's dann zu meinem Teil. Ich werde das an Musik im Hintergrund anpassen. Schön abonnieren, favorisieren, liken und ciao. Metronome and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me just let me That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me just let me That clock keeps ticking like a metronome.
telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me out. Fuck all that shit, just let me go. Owers and tastemakers make us no chaser. Gets the blood flowing like a fucking pacemaker. Cut the middleman and inhale the vapors. Madman, old 10 Don Drapers. Cut the jukebox on, make the woofers blow. We gon' sit here until all them heifers go. Holler at the tens and spend a little dough. Not on them, no, they can buy their own drinks. Take that work week off, 5 days in the bucket. Fuck it, you got a boss who's a jerk who doesn't. Throw on some Wu-Tang, bring the motherfucking ruckus. There is no pretext, we are living and we love it on a budget. Never mind, we just nudge it to the side. Give the kids a little time, we are living till we die. Focused and we hustle, but we still be getting high. No exception to the rule, do what you do to get by. Cause I keep ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me just let me out. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me out. Fuck all that shit, just let me go. At a house party getting jammed up, you and Tony Danza. When they ask who's the fucking boss, put your hand up. Never put it down cause you're banging to the anthem. 2010 trend, put the iPod on random. Wonder why I tried to play this instead of Hanson. Probably cause it gets the people moving like a handgun. Just like the little white fellas up in Ham. Happy Easter from the motherfuckers living in the mansion. Yeah, Freestyle Friday number 9. Thanks to Rat-a-Tat for letting me steal their beat. It's very kind of them. They're nice guys. Anyway, happy Easter weekend, I guess. I'm about to go up to Philly. I'll tell you why I chose this beat. I was driving around, it was real sunny the other day. Made me feel like it was like a Sunday morning after church as a little kid when my pepper used to buy me and my sister Slurpees. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me just let me out. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me out. Fuck all that shit, just let me. Some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big cock. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green, draped in a leopard mink. Girl standing next to me. Probably should've washed this. Smells like R. Kelly sheets. But shit, it was 99 cents. I get copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in. Bummy and grungy fucking man. I am stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain, bitch. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand-me-down? Velour jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dig it. They had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a kneeboard. Hello, hello, my ace man, my mellow. John Wayne ain't got nothing on my fringe game, hell no. I can
could take some pro wings, make them cool, sell those. The sneakerheads will be like, ah, he got the Velcro. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. What she know about rocking the wolf on your noggin? What she knowin' about wearing a fur fox skin? I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt, cause right now I'm up in her skirt. I'm at the Goodwill, you can find me in the I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy, I'll take those flannel zebra jammies secondhand. I rock that motherfucker. The built-in onesie with the socks on that motherfucker. I hit the party and they stop in that motherfucker. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, let's do some simple addition. $50 for a t-shirt, that's just some ignorant bitch. I call that getting swindled and pimped. I call that getting tricked by business. That shirt's hella dope. And having the same one as 6 other people in this club is a hella don't. Peep gang, come take a look through my telescope. Tryna get girls from a brand, man, you hella won't. Man, you hella won't. Goodwill, poppin' tags, yeah. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. I'll wear your granddad's clothes, I look incredible.